kann man niemals irgendetwas erreichen. Und deswegen ist der Holocaust wichtig, aber nicht mehr in dem Kontext, in dem er von der Israel-Lobby benutzt wird, sondern in einem neuen Kontext. Und das sage ich hier in Deutschland, anders wird es nie möglich sein. Er soll nicht vergessen werden, nur der darf nicht mehr im Vordergrund stehen für Polemik und für die Lobby. Dann habe ich noch eine Frage an Leffe, und zwar folgendes: Was passiert mit Gaza? Und warum opponieren wir nicht, wenn es immer heißt, Jerusalem, also wenn dort Siedlungen gebaut werden, ist kein besetztes Gebiet, sondern seit 40 Jahren ganz normal zum Siedeln? Warum sagt da keiner in Deutschland etwas? Meine Frage ist nochmal vorwiegend an den Psychologen. Die Nachfrage beschäftigt mich jetzt. Ich kenne mich aus mit dem Problem, soweit man sich auskennen kann. Warum erklären wir nicht mal diese Nachfrage? Die ganze Welt war damals, hat zugeguckt. Ich selber, ich sage es mal jetzt zum Spaß, ich selber bin mit Tom Segers Buch im Rucksack durch ganz Galiläa und durch alle zerstörten Dörfer habe ich Steine gesucht. Und vielleicht könnten wir dann überall Aktionen auf Stolpersteine aufbauen, wo man noch Steine findet. Aber die Nachbar, warum schweigt die ganze Welt zur Nachbar? Wir schweigen nicht. Da, ich weiß nicht. Kurz gesagt, dieses Schweigen ist jetzt hier unterbrochen worden. Kurz gesagt, dieses Schweigen ist dann, ich kann es nicht zählen, aber ich denke an 30, 40 Orten gebrochen worden. Und das wird immer mehr. Und hat etwas zu tun, zum Teil mit den 60-Jahre-Gedächtnis und so weiter. Es kommt immer mehr. Und ich möchte Ihnen einfach noch einmal Mut machen. Schauen Sie, wir sind jetzt da 2 Parlamentarier, wir sind hergekommen aus der Schweiz, nicht sehr weit, 2 Stunden. Wir sind begleitet worden, das möchte ich einfach auch sagen, von einigen Leuten aus der Zivilgesellschaft. Und die haben eine wichtige Rolle für uns gespielt und spielen immer eine wichtige Rolle. Die bedienen uns zum Teil mit Informationen. Die schicken uns zum Teil Dinge zu, weil wir werden zugedeckt als Parlamentarier von allem Möglichen, was passiert. Und das ist für uns enorm wichtig, dass wir den Rückhalt spüren. Auch wenn man so denkt, ihr seid so weit weg in Berlin oder so, das ist wichtig. Und ich denke, die Frage der Nachbarn, können wir weiterbringen, ist ein bisschen das aufzuzeigen, vor allem in Deutschland, dass es auch ein anderes Fanal gab, um dieses Fanal zu präsentieren. Und da können Sie wirklich mithelfen, dann halt vor Ort, wenn Sie dann im Westen sind, im Norden, im Osten dieses Landes sind, versuchen dort wieder auf die Parlamentarier einzuwirken. Ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie uns anfragen, versuchen auch sensibilisierte Parlamentarier mitzugeben. Heute wäre fast jemand gekommen. Also ich sage einfach, wir müssen dort netzwerkartig zusammenarbeiten und schauen Sie das als einen Startpunkt an, unten links, und das geht so ganz Deutschland bis oben rechts. Ich möchte gerne ganz kurz zu unserer Konzeption noch was sagen. Das ist vielleicht auch wichtig für Sie. Das ursprüngliche Konzept war, dass wir natürlich außer den Schweizer Politikern auch deutsche Politiker hier gerne gehabt hätten. Und es ist so, dass ich über 20 angeschrieben habe aus verschiedenen Parteien. Es hat eine einzige zugesagt, 5 haben mir abgesagt und die anderen 15 oder mehr als 15 haben durch Schweigen geglänzt. Die hatten es also noch nicht mal für nötig befunden, überhaupt abzusagen. So viel zum Thema, wie wir hier in Deutschland nicht. Bitte? Nein, ich mache nicht. Nein, das muss nicht sein. Es war ein hier lokaler Politiker dabei, aber ansonsten sage ich jetzt nichts mehr. Ich würde eins sagen, wir sind so am Ende. Aber vielleicht ist eine der großen Gedanken, die heute aufgekommen sind, der wirklich neu ist und der auch in die richtige Zeit passt, ist der Hinweis, dass internationales Recht für alle 192 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gilt. Dieser Doppelstandard, den wir praktiziert haben im Westen, der ist nicht mehr akzeptabel. Und wenn man jetzt darauf hinweist, immer wieder hinweist, hat man automatisch eine Großzahl der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
auf seiner Seite. Daran sollten wir denken in der Diskussion über diesen Konflikt. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundüberlegung. Das ist mein letzter Beitrag. Ich wollte jetzt Sie bitten, Sie wollten noch mal kurz das Wort haben. Ja? Ja, ich wollte gerade noch mal ein Praxis haben. Ich habe mir gerade überlegt, ich werde also diese Nachbarbroschüre mit einem entsprechenden Begleitschreiben an sämtliche Bundestagsabgeordneten verschicken. In der Hoffnung, kleinen Beitrag dazu. Ein guter Satz von meinem Schweizer Nachbarn. Wir sind am Ende und am Anfang einer Kampagne. Das finde ich ein sehr gutes Ende, ein letzter Satz für einen guten Morgen, an dem wir leider nicht das erreicht haben, was wir eigentlich erreichen wollten, nämlich sehr viel konkreter über einen Aktionsplan nachzudenken, der jetzt umgesetzt werden könnte. Aber Kaffee Palestine und Nakba ist, glaube ich, eine Basis, auf der wir weitermachen. Vielen Dank für die Teilnahme. Möchte Herr Lange, der Stifter von der Kant-Stiftung, noch ganz kurz was sagen. Ich möchte Sie bitten, kaufen Sie uns unsere Brezeln ab, dann müssen wir 5 Wochen lang Brezeln essen. Und kaufen Sie auch noch Bücher. Wir haben hier die Autoren, Sie können das handsignieren lassen. Und bitte spenden Sie für ICAT von Jeff Halper. Wenn Sie noch €1 übrig haben, freuen Sie sich auf Kaffee Palestine über eine Spende. Wir haben morgen Abend mit Viktoria Walz nochmal Kaffee Palestine um 18 Uhr im Jos Fritz Café. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern am Podium, dass sie die Anreise nicht gescheut haben, dass sie hier viele interessante Aspekte des Konflikts gezeigt haben und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir alle hier Mut bekommen haben, weiterzuarbeiten im Sinne eines gerechten Friedens. Ich bedanke erstmal für Ihr Kommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Kommen der Referenten und für die Arbeit unserer beiden Stiftungsräte, Herr Dr. Willer und Frau Sponek. Und am Schluss möchte ich sagen, also besonderen Dank sollten alle nochmal Frau Dr. Weber geben. Zeit findet, auch zu essen und zu schlafen, denn die Referenten sind eingeladen ins Schwabentürl zum Mittagessen. Das beginnt um 14:30 Uhr und wer diese Gelegenheit nutzen will, noch weiter im Gespräch zu bleiben, wir haben für 25 Leute etwa Reservierung vorgenommen. So viel könnte man da unterbringen, wer da noch mitgehen will. Dankeschön.